Einen wunderschönen guten Abend. So schön, dass du mit eingeschaltet hast. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind in unserem letzten Abend der Gebetswoche. Wir haben schon einige Themen diese Woche durchgearbeitet. Wir haben im Hintergrund haben wir das Rad und dort siehst du, wir haben Glaube, Beziehung, Gesundheit, Ressourcen und heute geht es um das Thema Arbeit. Und was ihr auch gesehen habt, während ihr das Rad gesehen habt, ist, wir haben heute den Lukas und die Mirjam mit im Studio. Mega schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben Claudia und Ruth dabei heute, die uns heute im Worship leiten werden. Hey, ich freue mich mega auf den Abend. Richtig schön, dass ihr dabei seid. Schön hier zu sein. Dankeschön. Richtig schön, dass ihr dabei seid. Mega cool. Hey, Miri, kann ich dich fragen, dass du uns einfach im Gebet einfach im Abend heute einleitest und dass wir dann einfach in das Thema einsteigen? Wäre das cool? Ja, mache ich gerne. Ja, Vater, wir laden dich einfach ein, dass du kommst mit deinem Geist. Ja, Gebet heißt immer wieder auch dich einladen und uns zu öffnen für dein Leben, das du schenken möchtest. Und ich danke dir, dass du auch unsere Arbeit belebst, unseren Arbeitsalltag und dass du gerade auch in diese kommenden Stunde uns begegnen möchtest und eine neue Vision von Arbeit auch geben möchtest, eine göttliche Vision, und bitte dich, dass du wirklich zu uns sprichst und wir sensibel sein dürfen auf dein Reden. Danke, bist du ein lebendiger Gott, der sich offenbart, der barmherzig ist und der immer wieder neu belebt und etwas Neues schafft und vorangeht. Wir lieben dich, Herr, und möchten mehr von dir erleben. Amen. Amen. Hey, richtig gut. Ich finde es so cool, dass so viele von euch auch schon im Chat mit dabei sind. Hey, wir wollen den Chat heute Abend ganz bewusst nutzen. Wir wollen von euch hören. Wir werden zwischendurch mal ein paar Sachen euch fragen, die ihr in den Chat reinschreiben dürft. Das heißt, ihr dürft wirklich aktiv im Chat mit dabei sein. Aber wir wollen den Chat auch nutzen, um auch füreinander da zu sein. Das heißt, füreinander zu beten, füreinander vielleicht auch ein positives Wort weitergeben, um einfach miteinander vor Gott zu treten heute Abend. Gerade bei diesem Thema, was ich persönlich mega wichtig finde, und ich freue mich mega, mit euch das Thema anzusprechen, aber gerade wenn es ums Thema Arbeit geht, glaube ich wirklich, dass es da einiges gibt, wo wir drüber quatschen können, aber auch, wo wir drüber beten können, hey, wie wir wirklich einen Unterschied machen können in unserer Arbeitswelt. Ich bin super gespannt und auch gerade, wenn ich das Buch so angeschaut habe, das erste Mal, die ersten 6 Unterthemen sind einfach immer Freude im, Freude am und so weiter. Und ich freue mich heute, so eine göttliche Vision für unsere Arbeit zu finden. Ja? Richtig gut. Lukas, warum nimmst du uns nicht in die erste Freude mit rein? Ich nehme euch sehr gerne mit rein, aber ich habe noch kleines bisschen was auf dem Herzen. Jetzt, wir sind hier im Online-Setting. Und ich möchte euch einfach herausfordern, dass ihr seid jetzt zu Hause oder mit Freunden irgendwo, dass ihr wirklich euch ganz reingebt. Ihr könnt auf die Knie gehen zum Beten, ihr könnt beim Worshipen die Hände hochhalten. Keiner ist rechts oder links, der euch irgendwie komisch anschaut. Es ist wirklich etwas, das wir heute Abend gemeinsam irgendwie mit unserem Gott erfassen, irgendwie eine göttliche Vision herausfinden. Voll gut. Und es ist etwas zwischen dir und Gott, dass du einfach reingehen kannst. Voll gut. Darum kleine Challenge. Aber so das erste Freude ist so das Freude im Aktivsein. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe mal eine Lehre als Schreiner gemacht und ich war dann so ganz am Anfang. Wusste ich gar nicht, mega. Schreiner, ja. Richtig cool. Jetzt bin ich Lehrer, Primarlehrer und Schreiner. Ja, und ich war da, ganz am Anfang war ich da so bei den Einführungen immer so hinten rein und sie haben was erklärt, ich habe irgendwie gar nichts verstanden und die sind dann weitergegangen und ich bin einfach so hinten rein hergelaufen, so ganz passiv. Und ich habe irgendwie gemerkt, so passiv, das ist nicht, was Gott uns geschaffen hat. Und auch in der Bibel, wir lesen das von Anfang an, wir haben so einen aktiven Schöpfergott. Wir haben einen Gott, der was geschaffen hat. Und wir lesen dann im 1. Mose, lesen wir Folgendes. Das habe ich noch, tut mir leid. Kleines Ding zurück. Im 1. Mose lesen wir den Vers, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau. Also das ist genau der Vers, den wir sehen. Gott ist ein Schöpfer
und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Also wir können auch etwas erschaffen. Und ich habe mich dann gefragt, neues Jahr, 365 Tage, ich möchte auch diese Zeit investieren und eine Vision erhalten, um etwas Göttliches zu erschaffen. Und dann geht es auch so im Buch ein bisschen drum, so, hey, der Flow, was ist denn dein Flow fürs Leben? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, entweder seid ihr überfordert, unterfordert oder genauso im Flow. Und wir können diesen Flow nur haben, wenn wir wirklich frei sind. Frei sind von ungesundem Leistungsdruck. Und ich möchte als erstes einfach mal darüber vor Gott gehen und sagen, Vater, vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben oder in unserem Leben, die halten uns zurück, genau in diesen Flow zu kommen. Und nehmen wir uns doch einen kurzen Moment Zeit, die Band wird ein bisschen spielen, wo wir einfach mal kurz reflektieren, hey, wo bin ich nicht in diesem Flow, wo sind wir nicht in diesem Flow, sondern was hält uns zurück, wirklich frei zu sein? Weil unser Gott ist ein Schöpfergott und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Darum lasst uns doch Zeit nehmen, wo wir einfach kurz schauen, wo gibt es Dinge, die ungesund sind, der ungesunde Lebensdruck und die ich loslassen möchte, und dann entdecken wir gemeinsam, wo wir hingehen. Mega, mega gut. Ich glaube, was so richtig, richtig cool wäre, ist, wenn jeder einfach ein Blatt Papier in die Hand nimmt oder ein iPhone oder ein Handy in die Hand nimmt, Notizen aufmacht, und lasst uns die Zeit einfach nutzen. Lasst uns worshipen, lasst uns vor Gott treten und lasst uns gucken einfach, was so die Dinge sind, die wir einfach aufschreiben können. Weil ich glaube wirklich, dass da wirklich Kraft drin ist, wenn wir die Sachen aufschreiben. Deswegen mega, mega cool, wenn wir das machen. Calling me when faith is lost and my hope exhausted, still you'll be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Oh, now there's no stopping what you have started till it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. You're enough for me. Decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. When my mind says I'm
give up on me. That you won't give up on me. They'll never give up on me. You won't give up, you won't give up, you won't give up on me. Ich danke dir, Vater, dass du uns niemals aufgibst. Ich danke dir, dass wir frei sind. Wir sind befreit. Du hast unsere Lasten getragen. Du hast uns befreit vom Leistungsdruck. Du hast uns befreit, damit wir nicht mehr Sklaven sind, Sklaven von Getriebenen, damit wir nicht mehr unter der Last leben müssen, Vater, sondern damit wir frei sind, um dir zu dienen. Sei das in der Arbeit oder sonst in unserem Leben, Vater. Wir sind befreit, um aktiv zu sein, Vater. Und ich habe es einfach im Chat gesehen, Leute haben reingeschrieben, Leistungsdruck, wir sind so unter dem Leistungsdruck. Und ich breche den einfach über uns. Und du darfst ihn auch selber über dir brechen, im Namen Jesus Christus. Leistungsdruck, du hast kein Recht über unserem Leben. Und ich breche den, denn wir sind frei in ihm. Wir sind frei in Jesus. Frei, um aktiv zu sein, um ein Licht zu sein, dort, wo uns Gott hinführt. Amen. So gut. Hey, ich liebe das, dass das Buch auf Freude, also dieses Kapitel wirklich auf Freude basiert ist, dass jedes Unterkapitel im Thema Arbeit wirklich um Freude geht. Hey, also wirklich, dass es diese tiefe Freude ist, die wir fürs Leben und auch für die Arbeit dann in dem Sinne haben. Miri, wie der nächste Obertitel, den wir durchgehen wollen, ist Freude im Job. Freude im Job. Wie sieht das aus? Nimm uns da mal mit. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich gefreut hast, am Montag wieder aufzustehen. Ich weiß nicht, ob du sogar schon gestartet hast oder vielleicht die Neujahrstage noch etwas verlängert hast. Ich habe gemerkt, mich hat es ein bisschen Überwindung gekostet, am Montag wieder früh aufzustehen, vor allem wenn das Silvester noch nicht allzu lange her ist. Und dennoch am Montagabend, als ich nach Hause kam, dachte ich, es macht eben schon Spaß, mein Beruf. Ich merke, dort bin ich eben in diesem Flow-Zustand, wo Luki vorher auch gesagt hat. Und dort möchte ich eben auch erleben, wie wir so ein Echo von Gottes Liebe, wie wir vorher gesungen haben, dass wir das sein dürfen in unserem Alltag. Dort in unseren Teams, wo wir drin sind, das bewegt mich. Und ich glaube, dass wir wirklich Freude im Job haben, ist es wichtig, dass wir immer wieder uns bewusst sind, warum mache ich die Arbeit überhaupt? Was ist denn der Sinn der Arbeit? Und bei manchen liegt es auf der Hand. Ich sage jetzt mal, wenn du in der Feuerwehr bist, dann musst du Feuer löschen und dann macht es sehr Sinn. Aber vielleicht ist auch einfach dein Sinn, dass du Geld nach Hause bringst, dass du deine Familie ernähren kannst oder dass du dein Umfeld, dein Team gut prägen kannst, dass du Freundschaften bauen kannst. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, wo wir immer wieder auch Freude entdecken können. Und wenn wir uns bewusst sind, dass eben auch Freude etwas mit Gott zu tun hat, dann kommt nochmals eine tiefere Freude zum Ausdruck. Es ist interessant, das hebräische Wort für Arbeit heißt Avad, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das bedeutet zugleich auch Lobpreis und Anbetung. Und was für ein Statement, wenn Arbeit ein Lobpreis ist. Genial. Und wenn wir so in den Arbeitsalltag hineingehen und sagen, diese Arbeit, die ich heute mache, die mache ich nicht für Menschen, nicht für meinen Chef, meine Chefin, sondern um dir zu dienen, Herr. Mega cool. Mega befreiend auch, oder? Voll. Wie sieht es ganz praktisch für euch aus? Also wenn ihr auf Arbeit geht, wie sieht es praktisch bei euch dann aus, diese Freude mitzubringen? Hey, bei mir, ganz ehrlich, beginnt schon beim ersten Weckerton. Ist für mich so die Entscheidung, so, ach nein, schon wieder 6 Uhr, snoosen, nochmals 9 Minuten ein bisschen hinlegen. Oder stehe ich wirklich auf und sage mir, hey, yes, ich habe wieder einen neuen Tag, neue Atme in meinen Lungen und ich danke einfach Gott überhaupt mal hier zu sein und stehe auf und danke ihm, hey Vater, beschenk mich heute mit deiner Freude. Ich will einen Unterschied machen, egal was ich mache. Ferien, Stress im Job, wo auch immer. Und ich glaube, so die ersten 2 Minuten meines Tages sind für mich mega entscheidend. So mit dieser Haltung stehe ich auf und das prägt meinen Tag.
Also die ersten 2 Minuten wirklich, wenn der Wecker klingelt. Genau, die für mich persönlich, okay, ja. cool. Und dann wirklich aufstehen und in meine Identität als Sohn. Hey, ich danke dir, Vater, hast du mich geschaffen als dein geliebter Sohn und ich darf frei sein von Lasten und Leistungsdruck und so und ich darf einfach ein Licht sein mit dir, Heiliger Geist, und dann lade ich ihn ein. Das ist manchmal ganz kurz und ich merke, das hat so einen Impact auf meine Einstellung des Tages eigentlich. Aber es ist nicht immer einfach. 6 Uhr ist manchmal früh, aber ja. Ja, ich bin jetzt da nicht so ein Morgenmensch. Bei mir ist es eher unter dem Tag, dass ich da einfach versuche, mein Umfeld wahrzunehmen und mit göttlichen Augen zu sehen. Und immer wieder auch dann, ich bin auch Lehrerin, beispielsweise im Klassenzimmer Leben hineinspreche, Wahrheit proklamiere auch über Schüler und dort immer wieder versuche, sensibel zu sein, was Gott da wirken möchte. Und ich glaube, der Aspekt ist so wichtig, oder? Hey, was ist deine Vision für deine Arbeitsstelle, oder? Also gerade als Lehrer ist es ja, dass ihr da in gewisser Weise die Möglichkeit habt, wirklich Gott mit reinzubringen und diese göttliche Vision irgendwo in das Klassenzimmer reinzubringen, oder? Wie sieht das für euch praktisch aus? Also wie macht ihr das? Ich glaube, eines ist sicherlich so die Wertschätzung, die ich den Schülern mega. Wie sagt man, mit ihnen wertschätzend umgehen möchte und ihnen auch so, dass du mitgeben möchte, egal wie deine Noten sind, was für Leistungen du hast, du bist wertvoll und Gott, also eben als Lehrerin ist einem noch ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen, was man sagt. Aber einfach so, dass da auch, wie kann man Freundschaften bauen, wie geht man mit Problemen um. Ich glaube, da kann man schon ein Licht sein und auch gerade im Lehrerteam natürlich dort immer wieder auch ein offenes Ohr haben und Anteil nehmen, ehrliches Interesse, das merke ich schon immer wieder, wie das, glaube ich, schon nicht so selbstverständlich ist zum Teil, dass man auch mal nachfragt, wenn jemand etwas erzählt hat und das auch ins Gebet mitnimmt. Und das einerseits unter Schülern, also für die Schüler, aber dann auch ins Kollegium mit reinzunehmen, oder? Mega, mega. Hey, ich finde es richtig cool, auch im Chat, dass ihr euch einfach gegenseitig da einfach irgendwo auch unterstützt. Ich habe schon gesehen, dass ein paar Leute geschrieben haben, was sie beruflich machen und dass es da einfach auch diese Unterstützung gibt, was ich mega, mega, mega cool finde. Wir haben noch einen Vers, der, glaube ich, da voll gut reinpasst, oder? Meinst du denn Philipper 4,4? Ich hatte jetzt gerade an 1. Korinther gedacht, aber lass uns doch mit Philipper 4,4 anfangen. Super. Ich habe nur Philipper 4,4, wo es wirklich steht, freut euch in dem Herrn alle Wege, aber abermals sage ich, freut euch. Mega. Ich glaube, das ist auch irgendwo durch so die Entscheidung, hey, vielleicht läuft nicht immer alles gut, aber die Entscheidung, sich zu freuen. Ja. Oder für mich ist es auch so als Lehrer, ich darf den Raum auch geistlich prägen. Ja. Also in ein Schulzimmer, ich komme rein und ich segne es einfach. Da ist der Geist der Freude, der Einheit da. Ja. Und ich glaube, das macht auch einen riesen Impact. Ja. Genau. Mega. Ich musste gerade an 1. Korinther 10, Vers 31 denken. Haben wir den auch mit drin? Wenn nicht, ist kein Problem. 1. Korinther 10, Vers 31 sagt Folgendes: Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Und egal in welchem Beruf du bist, egal was du machst, ob du zu Hause bist mit deiner Familie, ob du Lehrer bist oder ob du im Büro arbeitest oder ob du an einer Maschine stehst, ich glaube wirklich, dass wir einfach eine Einstellung haben können, Gott die Ehre dafür zu geben, um einfach zu schauen, hey, was ist meine göttliche Vision wirklich für den Job, den ich tue und wie möchte Gott mich gebrauchen? Und ich glaube, dass da die Freude auch irgendwo dann voll mit reinkommt, oder? Ja. Richtig gut. Hey, lass uns doch einfach die Zeit einfach nutzen, nochmal für Leute zu beten. Wenn ihr Gebet für eure Arbeitsstellen braucht, schreibt es doch in den Chat rein. Wenn ihr einfach Unterstützung braucht, wenn ihr Ermutigung braucht, schreibt es in den Chat rein und lasst uns dann einfach füreinander beten. Ihr könnt es in den Chat auch reinschreiben, wenn ihr Gebetsanliegen habt, und dann, wenn andere Leute dafür beten können, schreibt es auf, taggt die Leute da drin. Ihr könnt Add und dann die Person reinschreiben, dann
kriegt die, dann sieht man nämlich, dass das für die Person ist. Und so können wir füreinander einfach im Chat beten. Ist das cool, wenn wir das so machen, ja? Mega, mega. Miriam, möchtest du einfach anfangen, uns im Gebet da irgendwo zu leiten? Genau, gerade wenn es um Arbeitsstellen geht. Und ich werde im Chat so ein bisschen mit reinschauen und wenn wir was haben, werde ich das vielleicht mal einfach mit reingeben, dann können wir dafür beten. Ist das cool? Come on. Super. Ja, Jesus, wir leben in einem Umfeld, wo häufig der Montag der verhasste Tag ist, wenn die Arbeit wieder beginnt. Und ich möchte, dass wir eine andere Einstellung haben, dass der Montag vielleicht sogar unser liebster Tag wird, weil wir dort ein Licht sein können, weil wir dort einfach in unserem gewohnten Umfeld, in unseren Teams drin prägen können und deine Liebe weitergeben können, dass wir eben dieses Echo sein dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu Freude schenkst an unserem Job, an unserer Arbeit, dass du uns einen Sinn zeigst, wo wir ihn manchmal vielleicht nicht so sehen und denken, was mache ich hier überhaupt? Dass du uns das große Ganze zeigst, dass du uns wirklich so göttliche Augen und Ohren schenkst, dass unsere Sinne so sensibel sind für dich. Dass wir genau hinhören, wenn Leute sich beklagen oder es ihnen zu viel wird und wir merken, da kann ich einhaken, da kann ich unterstützen oder kann ich Freude bringen, dass wir in Teams, wo vielleicht manchmal so gelästert wird oder was auch immer, dass wir dort in eine göttliche Kultur hineinbringen können. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der Leben schenkt und der Freude schenkt. Und wir möchten uns immer wieder neu entscheiden dafür, dass unsere Arbeit dir dienen soll und uns auf dich ausrichten, dass unsere Arbeit Lobpreis ist. Wir möchten dich anbeten in unserem Sein, in unserem Alltag. Und ich danke dir auch, Vater, dass du uns dorthin gestellt hast, wo wir jetzt sind. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns führst. Es ist kein Zufall, dass wir jetzt an dem Platz sind, wo wir sind. Und lass uns ein Zeugnis sein dort, wo wir jetzt sind, Vater. Und ich bitte dich, zeig du uns, wenn wir Zweifel haben, ob wir am richtigen Ort sind, Vater. Dann führe uns an den richtigen Ort, führe uns dorthin, wo wir dürfen das Licht sein, wo wir dürfen diese Freude des Herrn, die uns überschüttet, weitergeben, Vater. Ich danke dir, es ist kein Zufall, dass jeder an seinem Ort heute ist, sondern du hast uns hingestellt, du hast uns hingesetzt an diesen Platz. Für uns, erfüll uns, lass du uns den Unterschied sein, den wir sein sollen, Vater. Weil es ist so befreiend, einfach geliebt von dir zu sein und ein Licht sein, dort, wo du uns hingestellt hast. Sei das irgendwo als Lehrperson, Handwerker, Ingenieur, ich weiß nicht wo, aber dort, wo du uns hingestellt hast, Vater, dort möchten wir dir alle Ehre geben, Vater. Ich danke dir, Vater. Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du dich um uns kümmerst, Vater, und dass du genau weißt, was wir brauchen. Ich möchte jetzt für jeden beten, der im Moment auf Jobsuche ist. Ich glaube wirklich, dass gerade im Chat ein paar Leute haben geschrieben, dass ihr auf Jobsuche seid. Ich möchte für offene Türen beten. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du offene Türen schenkst, Vater, dass du Weisheit schenkst, für welche Positionen die Leute sich bewerben sollen, Vater. Ich möchte dich darum bitten, Jesus, dass diese offenen Türen vielleicht eine E-Mail ist oder vielleicht sogar ein Post auf Social Media, der auf einmal aufpoppt, wo auf einmal etwas kommt, wo sagt, hey, darauf sollte ich mich bewerben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du einfach anfängst, in das Leben der Menschen in der Form reinzusprechen, Jesus, und dass du Arbeitsstellen schenkst, Vater. Aber Jesus, dass du nicht nur Arbeitsstellen schenkst, die Geld reinbringen, sondern Jesus, ich möchte dich bitten, dass du Arbeitsstellen schenkst, wo wir als deine Kinder uns einbringen können, Jesus, wo wir einen Unterschied machen können, Vater, wo wir
wo wir deine Liebe in einen Ort reinbringen können, wo deine Liebe vielleicht nicht präsent ist, Jesus. Wo wir von dir weiter erzählen können, Jesus, dass Leute dir ähnlicher werden, Jesus. Ich möchte dich wirklich da bitten, Vater, dass du einstehst für die im Moment auf Jobsuche sind, Jesus. Ja, und ich möchte gerade auch einsteigen und beten für all die Personen, die momentan im Homeoffice sind, die sich einsam fühlen, vielleicht auch irgendwie die Decke langsam auf den Kopf fällt. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen die Schönheit auch zeigst in dem drin, dass du ihnen nahe bist, dass du ihnen zeigst, wie sie vielleicht auch die übrige Zeit, die zusätzliche Zeit, die durch den verlorenen Arbeitsweg nun neu entstanden ist, wie sie diesen sinnvoll füllen können. Ich bitte dich, dass eine ganz neue Intimität entstehen kann in diesen zu Hause, dass du sie mit Leben füllst und dass dort, wo wir auch sonst Tag ein, Tag aus sind, dass dort dein Geist präsent ist. Hey, ich liebe den Moment, in dem wir gerade drin sind, und ich würde voll gerne in diesem Moment gerade bleiben und ich finde es cool, dass wir Musik im Hintergrund haben. Das nächste, was ich gerne ansprechen möchte, ist, das Buch redet von einer Freude im Feierabend. Und ich glaube, dass diese Freude im Feierabend eine Entscheidung jeden Tag ist, wo wir uns bewusst auf Gott fokussieren können und einfach diese Freude vom Feierabend haben können. Es gibt einen Vers in Matthäus 28, Vers 16. Und zwar geht es in dem Kapitel ab Vers 16 bis zum Ende von Matthäus 28 geht es um den Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen. Aber bevor Jesus sagt, geh raus und macht Jünger, sagt Jesus Folgendes. Und zwar steht in Matthäus 28, Vers 16, die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Und was ich so interessant finde an diesem Vers, ist, dass Jesus ganz bewusst die Jünger auf einen Berg geholt hat und gesagt hat, hey, ich möchte, dass ihr auf den Berg kommt, weit weg von allem, was passiert, weit weg von den Menschen, weit weg von Handys, von Instagram, von Facebook und einfach Zeit mit mir verbringt. Und als die Jünger ihn sahen, in der englischen Übersetzung heißt es, they saw him and they worshipped him. Also sie haben ihn gesehen und sie haben Lobpreis, die haben ihn gelobt, ihn gepriesen. Und ich weiß nicht, wie Lobpreis in deinem Leben aussieht. Für mich ist Musik ein Ausdruck von Lobpreis. Aber ich glaube wirklich, dass Gott uns so individuell geschaffen hat, dass wir Lobpreis ganz, ganz individuell auch zum Ausdruck bringen. Das kann durch Musik sein, das kann aber auch durch einen Spaziergang sein oder das kann durch ein Bild sein, das du malst. Oder du kannst entscheiden, wie genau das aussieht. Aber ich glaube, dass Gott uns da ganz, ganz bewusst einfach unterschiedlich gemacht hat. Und was ich cool finde, ist, wenn wir einfach in diese Zeit reingehen können, wir werden ein paar Songs singen und einfach ganz bewusst darüber nachdenken, hey, wie kann ich Jesus jeden Tag in mein Leben reinbringen, sodass ich diese Freude im Feierabend habe, aber auch, dass ich diese Freude im Job habe. Egal in was für einem Job du gerade drin bist, ob du mega happy damit bist oder nicht. Ich glaube wirklich, dass aus diesem Überfluss, wo wir Zeit mit Jesus verbringen, dass aus diesem Überfluss auch die Freude in den Job dann kommen kann. Und dass Gott uns das, glaube ich, wirklich, wirklich geben kann. Wolltest du da noch was dazu? Ich habe nur den einen Vers. Du hast jetzt gesagt, der Feierabend und wir können auch Freude darin haben. Ja, genau. Aber auch den Vers da in Matthäus 14, 13 steht es, glaube ich, wo es heißt, ja, Jesus hat eine Nachricht gekriegt, Jesus hatte Hochs und Tiefs während des Tages und das nächste, was er gemacht hat, er hat sich zurückgezogen. Also ein Teil war auch, irgendwie hat sich zurückgezogen, hat sich Zeit genommen, mit dem Vater zu haben, als irgendwie Teil des Feierabends. Und mich hat das so gechallenged, weil ich habe so viele Dinge los, aber mich einfach mal zurückziehen als Teil dieses Feierabends. Aber ja, lasst uns in das reingehen, wo wir genau einfach vor Gott kommen, schauen, hey, wo kann ich mich zurückziehen? Wo kann ich auch einfach mal loslassen? Wo kann ich Gott danken? Es gibt einen anderen Vers,
Der steht Prediger 3,22. Sorry, dass ich das noch kurz erwähne. Super, nein, das ist super. Aber der Prediger 3,22, so ein cooler Vers. Da steht, so erkannte ich, ein Mensch kann nichts Besseres tun, als die Früchte seiner Arbeit zu genießen. Das ist es, was Gott ihm zugeteilt hat. Irgendwie Feierabend oder so, einfach mal zur Ruhe kommen. In die Nähe des Vaters kommen. Und das wäre cool, wenn wir das jetzt irgendwie kurz machen können. Einfach so, hey, komm vor den Vater. Die Früchte des letzten Jahres vielleicht, die Früchte des Tages, gut oder schlecht. Aber einfach so diese Gegenwart zu suchen. Come on, mega. Mit offenen Händen steh ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen steh ich hier. Ja, ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir steh ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Sie bleibt bestehen. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen. Mit offenen Händen steh ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir steh ich auf festem Grund. Du bist mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Dir steh ich auf festem Grund. In dir steh ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Ich danke dir, Vater, bleibt deine Liebe bestehen, Vater. Ich danke dir, wenn ich zurückschaue ins letzte Jahr. Da gab es Hochs und Tiefs, Vater, aber deine Liebe, die bleibt bestehen. Und ich danke dir für all die Früchte, die du durch unseren Job, unsere Arbeit irgendwo durch hervorgebracht hast. Ich danke dir für die Momente, wo du, Jesus, einfach mich oder uns als ein Licht genutzt hast. Ich danke dir, Vater. Dir allein gehört die Ehre. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott.
in Ehrfurcht stehe ich vor dir, Vater, und strecke deinen Namen hoch. Egal, ob es während des Jobs ist oder am Feierabend, Vater. Egal, ob es Tag oder Nacht ist, Vater. Ich möchte, dass dein Name hoch erhoben ist, Vater. Ich ehre dich für das, was du bist, Vater, denn für das bin ich geschaffen. Auch durch mein Leben, auch durch meine Arbeit. Jeden Atemzug, Vater, gehört dir. Wow, how great, hey. Come on, so good. Come on. So good. Ein kleines weiteres Kapitel im Buch ist auch die Freude in der Verantwortung. Und so irgendwie, ich habe mir dann gedacht, ja, so viel Verantwortung trage ich vielleicht gar nicht oder ich bin nicht jetzt der Big Boss in einem Geschäft von 200 Mitarbeitern. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, Verantwortung hat irgendwo jeder. Sei das, ich bin ein Freund, sei das, ich bin Mitarbeiter, sei das, ich bin Vater oder whatever. Und ich dachte mir dann, ja, gute Verantwortung im Leben kann ich eigentlich nur wirklich haben und nehmen, wenn meine Identität fest in Jesus ist. Und darüber hinaus, immer wenn ich Verantwortung weitergeben kann, dann muss ich gestärkt sein in Jesus, weil sonst gebe ich sie aus selbstsüchtigen Gründen irgendwie weiter oder habe Angst, meine Macht zu verlieren. Und da gibt es so den Vers, der ist eigentlich so simpel, aber doch so schön. Da steht im Römer 8,16, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und das ist ein crazy Vers und ich glaube, wenn wir den wirklich realisieren, dann können wir auch Verantwortung übernehmen im Leben, selbst in Beziehungen einfach, hey, ich bin für dich da, wenn es dir schlecht geht. Ich frage nach und wir haben was zu geben und deshalb, ich dachte mir, es wäre so cool, wenn wir vielleicht auch ihr online irgendwie euren Namen in den Chat schreiben könnt oder irgendwie ein Emoji und jeder sucht sich dann einen Namen aus, der da irgendwie aufgezeigt wird. Und wir beten und segnen einfach mal für diese Person. Vielleicht gibt es dann David, der kommt gerade und dann betest du für den David und betest einfach, dass er in dieser Identität laufen kann und so göttlich Verantwortung übernehmen kann. Und ich würde jetzt euch challengen oder euch auch fragen, wenn du möchtest Gebet erhalten, schreib irgendwie deinen Namen oder ein Emoji und wir stehen dann füreinander als Kirche ein, dass wir wirklich göttliche Verantwortung übernehmen und einfach in dieser Gotteskinderhaltung beginnen zu laufen. Ohne Angst zu haben, etwas zu verlieren, ohne Angst zu haben, mehr Macht zu kriegen, sondern einfach, wir sind Gottes Kinder. Das ist alles, was zählt. Darum, ich würde gerne nochmals einen kurzen Song oder einfach ein bisschen Worship haben, wo wir einfach als Kirche füreinander einstehen. Weil wir sind zwar getrennt vom Räumlichen, aber im Geiste sind wir trotzdem eines und nutzen wir das, ja? Oder habt ihr noch was? Ja, das ist super, Ich finde die Idee mega cool und ich finde es cool, wenn du einfach jetzt zu Hause wirklich diese Verantwortung übernimmst und einfach für jemanden anderen, die jetzt wirklich betet, so wie Lukas das gesagt hast, dass du die Verantwortung übernimmst. Deswegen schreib deinen Namen rein und ich finde es so cool, dass es jetzt schon anfängt. Wir werden einfach Worship machen und du übernimmst jetzt Verantwortung, da wirklich einzustehen für die Leute und wir werden auf dem Worship sein und wir werden ebenfalls in den Chat reingucken und einfach hier leise füreinander beten. Lass uns das machen, das ist cool. We pray for open heavens. Come fill this place with your presence. We pray for open heavens. We're ready for you.
We believe, we believe, we believe in the love of our Father. We believe, we believe, we believe in the love of our Father. Verantwortung, in diesem Wort steckt ja schon alleine die Antwort drin. Und ich glaube, manchmal ist es wirklich so wie eine Antwort auf Gottes Liebe und zu sagen, ich möchte hineinstehen, ich möchte diese göttliche Autorität, die mir gegeben ist, die möchte ich annehmen und ich möchte dienen. Ich möchte ihm dienen. Und das nächste Thema oder der Übertitel heißt Freude im Dienen. Und Dienen hat manchmal so ein bisschen, nicht so einen sexy Touch, sage ich mal. Nicht gerade unser Lieblingsthema. Und dennoch glaube ich, dass da ganz viel Wahres, Gutes drin steckt. Nur schon, wenn wir in der Bibel lesen, merken wir, wie Jesus selbst uns gedient hat. Auch der bekannte Vers, dass man dienen soll, um höher zu sein. Oder wenn das gute Leiterschaft ist beispielsweise eine dienende Leiterschaft. Und das berührt mich immer wieder. Und auch so das Erleben, dass wenn wir aus den göttlichen Gaben heraus auch dienen, dass das einen Unterschied macht und dass wir dann eben auch Freude erleben können. Ich durfte das selber im ICF erleben. Ich bin Teil vom 20s und ja, das geht gleich los übrigens, also bleibt noch dran. Und dort durfte ich erleben, wie ich beispielsweise im Gebetsteam gefördert wurde, wie das etwas war, das ich zwar schon lange mit mir herumgetragen habe, sage ich mal, oder wo ich merkte, da habe ich eine Leidenschaft dafür, aber als ich dann das auch in der Kirche so ausleben durfte, zusammen mit anderen, hatte das einfach nochmals einen neuen Impact und habe ich auch erlebt, wie eben auch gerade, wenn man im Gebet anderen dient, dass dann auch wie etwas zurückkommt, wenn man erlebt, wie Gebete erhört werden beispielsweise. Und wir möchten auch dich ermutigen oder ich möchte dich da einfach herausfordern, auch immer wieder so zu spüren, wo kann ich meine Gaben hineingeben in deiner Kirche, in deinem Umfeld, eben auch in deinem Arbeitsalltag und darfst du dienen. Ja. Mega gut. Ich fände es mega cool, wenn wir da einfach für beten könnten. Lass uns den nächsten Teil da auch direkt mit reinnehmen, oder, Lukas? Das so ein bisschen kombinieren, oder? Hey, genau, das war das Letzte. Du hast gesagt, Hingabe, das ist schon etwas von die Antwort auf, was hast du gesagt? Du hattest so ein gutes Wortspiel. In Verantwortung steht Antwort drin. Genau das. Ja. Und ich möchte eigentlich genau einfach diese Antwort heute sein. So, unsere Hingabe, also mein Herz ist es, dass ich ein hingegebenes Leben habe, dass alles, was ich habe, dass das dem Vater gehört und das ist das Herz, was ich auch in der Arbeit haben möchte und das ist auch das Ziel von mir heute Abend oder von uns, dass wir eine göttliche Vision kriegen. Und ich würde jetzt gerne einfach in so ein Hingabegebet gehen, wo wir eine Antwort auf diese Gnade Gottes haben, auf diese Freisetzung von unseren Lasten, unserem Leistungsdruck, aber so einfach, dass vielleicht auch ihr zu Hause das nehmt und sagt, hey, ja, ich möchte neu mich entscheiden, einfach alles dem Vater hinzustrecken. Es ist nicht perfekt, aber hier bin ich, Vater, und nutze es du. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, damit unsere Arbeit auch erfüllt sein wird, weil es nicht mehr um mich dreht, sondern um einen größeren Zweck und so. Das wäre so das, was ich noch auf dem Herz habe. Voll gut, ich liebe es. Lass uns das doch so machen. Claudio, wenn du einfach ein bisschen spielen könntest, das wäre mega. Und Lukas, wenn du einfach für uns beten könntest, weil ich glaube nicht, dass das etwas ist, was hiermit endet, sondern dass etwas ist, was hiermit angestoßen wird und dass, glaube ich, jeder persönlich irgendwo damit weitergehen muss, oder? Da einfach schauen muss, hey, was sagt der Heilige Geist mir und wie ist diese Hingabe einfach? Aber ich finde es cool, Lukas, wenn du einfach für uns beten könntest in der Hinsicht und genau, dass wir die Verantwortung übernehmen, das dann auch weiterzutragen. Oder? Ist das cool? Amen. Ja? Yes. Cool. Alles, was ich habe, Vater,
ich habe es gar nicht verdient. Ich habe es gar nicht verdient eigentlich, jeden Morgen aufzustehen und wieder neuen Atem in der Lunge zu haben, aber es ist aus deiner Gnade und es ist, weil du, Jesus Christus, am Kreuz für mich gestorben bist. Und die einzige Antwort, die ich darauf geben kann, ist, wenn wir jetzt unser Leben dir hingeben, Vater. Alles, was wir haben, wir strecken es dir hin, Vater. Es gehört nichts mehr mir, es gehört alles dir, Vater. Und nimm du jeden Atemzug, ich strecke ihn dir hin. Nimm du jede Tat, die ich tun werde, nimm du jeden Gedanken, Vater, es soll dir zur Ehre dienen. Alles, was ich habe, gehört dir. Und sprich du jetzt zu uns, Heiliger Geist. Vielleicht gibt es Punkte in deinem Leben, wo du merkst, okay, da fordert dich der Heilige Geist raus, einen nächsten Step zu machen, sei das im Thema Arbeit oder sonst wo du merkst, okay, da bin ich jetzt herausgefordert, aktiv zu werden. Da bin ich jetzt herausgefordert, Verantwortung zu übernehmen. Da bin ich herausgefordert, mich mal zurückziehen und einfach Zeit mit meinem Vater zu verbringen. Und ich glaube, es ist jetzt ein Moment, wo wir einfach uns ihm hinstrecken, aber er wird uns neue Vision schenken. Und ich danke dir, Heiliger Geist, sprichst du jetzt. Schenk uns ein Ziel, schenk uns einen Weg, wo wir hingehen können. Ein Ziel, was wir vielleicht ganz praktisch in unserer Arbeit, eine Person, zeig uns eine Person, gib sie uns aufs Herzen, wo wir hingehen können und sie lieben können. Zeig uns einen Ort, wo wir uns investieren können, Vater, Freude reinbringen können. Ich habe es einfach so auf dem Herzen, dass wir das wirklich von Gott alleine empfangen können. Er ist der uns immer wieder Freude schenkt an der Arbeit, am Aktivsein, am Gestalten, am Kreativsein, am Dienen und was wir auch sonst noch alles gehört haben heute. Und wenn wir uns immer wieder ihm hinstrecken, sei das jetzt beim Feierabend oder in unserer Freizeit oder einfach in unserem Alltag drin, dann erleben wir, wie er diese Freude schenkt, diese Fülle schenkt und mehr bereithält. Und das wünsche ich dir für deinen Arbeitsalltag. Hey, so gut. Was ein mega gutes Schlusswort. Hey, egal wo du jetzt gerade stehst, ich glaube wirklich, dass Gott diese Woche, ich habe so ein bisschen das Bild, dass Gott gerade so einen Anschub gegeben hat. Es war so ein Kick-Off. Es war so die erste richtige Woche im neuen Jahr und wir haben so einen Kick-Off gemacht, aber Gott ist noch nicht fertig. Also nur weil die Gebetswoche fertig ist, heißt nicht, dass Gott fertig ist, noch lange nicht fertig ist. Es gibt ein paar Dinge. Das eine ist, ich glaube, dass wir, jeder, du und ich, einfach gemeinsam jetzt weiterschauen können. Hey, was ist das? Was bedeutet das für mein Jahr? Was bedeutet das Rat für mein Jahr? Während wir über die nächsten Monate einfach noch weiter tiefer da eintauchen, was genau das bedeutet, glaube ich, dass wir einfach diese Verantwortung haben, da mit Gott einfach zu ringen und zu schauen, wie er uns da in diesen einzelnen Bereichen einfach nach vorne bringen möchte. Das andere ist, wir haben ein super Team. Die Irena leitet das Team, hat doch diese Woche mega gut im Hintergrund organisiert und ist so das Herzstück hinter dieser Gebetswoche. Und sie ist diejenige, die das Gebetsteam leitet. Und wenn du Gebetsanliegen hast, melde dich einfach bei uns über icf.ch/Gebet. Dort gibt es ein Formular, melde dich, weil Irena und ihr Team sind wirklich diejenigen, die sich da täglich hinsetzen und für diese Anliegen beten. Und sie hat mir vorhin gesagt, dass jeden Tag diese Woche neue Sachen reingekommen sind. Und es freut mich, dass ihr das so einfach auch nutzt. Wenn ihr mitarbeiten wollt oder mehr Teil vom ICF sein wollt, meldet euch über icf.ch/connect. Ich habe gesehen, dass im Chat einige interessiert an Microchurches auch sind. Meldet euch einfach, das würde mich mega freuen, weil ich darf mit den Microchurches zusammenarbeiten. icf.ch/connect. Und lass uns einfach schauen, wie wir Gottes Reich dort, wo du bist, wirklich bauen können und Leuten einfach näher an Jesus
bringen können. Das fängt mit uns persönlich an, aber es geht dann weiter, dass wir das einfach an unsere Mitmenschen im Prinzip bringen können und sie näher an Jesus Herz rein bringen können. Deswegen, hey, vielen, vielen Dank, dass du diese Woche mit dabei warst. Wir haben es so genossen, dich im Chat mit dabei zu haben, mit dir zu beten. Hey, vielen, vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ihr uns im Worship geleitet habt. Es war ein cooler Abend, ich habe es voll genossen. Und wie gesagt, wir sind nicht fertig. Es ist nur ein Kick-Off gewesen. Lass uns Verantwortung übernehmen und das einfach weitertragen. Es ist so, so schön, dass du dabei warst. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen euch am Sonntag zu unserer Celebrations um 9:30 Uhr, um 11:30 Uhr oder abends um 17 Uhr oder 19 Uhr. Ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Gottes Segen euch. Ciao zusammen. Tschüss.